Und dann plötzlich war Stille. Plötzlich hatte ich diese Bilder nicht mehr, diese krassen Gedanken, die schneller kamen als meine eigenen. Ja, und ich war so, Gott, was läuft? Alright, liebe Freunde, willkommen hier im Sunday Night on Air. Mit mir sitzt hier die Celine. Celine, das ist das Erste, was jetzt die Leute von dir gehört haben. Ja, das ist so. Das ist okay. Ist noch etwas anderes? Wie geht's dir? Nein, mir geht's super. Okay, ich bin motiviert. Du bist ready? Yes. Ey, ist schön, dich hier zu haben, hier im Sunday Night on Air. Genau. Wir sprechen heute über ein Thema, das mich besonders fasziniert, besonders auch ein Teil meiner Geschichte ist, aber auch deiner und ich glaube jedes Christen auch. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, mein Deutsch wird heute nicht so gut sein, also es tut mir schon mal leid. Celine wird mich in den Schatten stellen. Das ist kein Problem, dafür bin ich ja hier. Genau, dann haben wir Celine eingeladen. Nein, kein Problem. Genau, hey, wir werden heute Super. über das Thema sprechen. Ja. Welches Thema? Gottes Weißt du? Stimme hören. Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören. Ein Thema, ich denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Celine, oder wie es dir geht, wenn du zu Hause zuhörst. Es ist ein Thema, das so viele Leute, so viele Christen unglaublich frustriert. Unglaublich, ja. Aber es ist eigentlich ein Kernpunkt des christlichen Glaubens, dass wir glauben an einen Gott, der spricht, einen Gott, der kommuniziert. Und das sehen wir überall über die Bibel, wie Gott immer wieder spricht zu seinen Leuten, zu seinem Volk. Und wir glauben auch, du und ich, Yes. also korrigiere mich, wenn ich hier falsch bin. Ich grätsche einfach rein. Wir beide glauben, dass Gott auch heute noch zu uns spricht, zu uns einzeln. Definitiv. Ja. Celine, du bist jemand, die Gottes Stimme hört. Ja. Erzähl mal, wie stehst du zu diesem Thema Gottes Stimme hören? Was löst das bei dir aus und was ist deine Geschichte mit diesem Thema? Ich glaube, es löst unglaublich viel aus, weil ich auch schon unglaublich viel damit erlebt habe und es ganz verschiedene Seasons in meinem Leben dazu gab. Also es gab Seasons, da hatte ich Mühe, da habe ich Gott nicht gehört. Da gab es Seasons, da habe ich Gott schon so crazy gehört, dass ich mir gedacht habe, krass, wenn das immer so ist. Und trotzdem glaube ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich wie einen Frieden über diesem Thema habe und wie ein gewisses Knowledge, sage ich mal, aber natürlich noch lange nicht das endgültige. Also ich glaube, ich bin immer noch excited, Gott noch mehr zu erleben und auf noch neue Dinge oder Arten und Weisen ihm zu begegnen und ihn zu hören. Aber ich glaube, ich habe einige Wege gefunden, wie ich ihn teilweise erleben darf und hören darf, aber auch nicht immer und auch nicht immer so, wie es mir passt. Also nicht immer dann, wenn ich es gern hätte, vielleicht auch. Ja. Hast du Gottes Stimme schon immer gehört? Oder wie bist du aufgewachsen? Was hat das für eine Rolle gespielt in deinem Leben? Ja. Ich hatte Gott nicht immer gehört, aber es kam schon so im Jugendalter, eigentlich schon recht früh, würde ich sagen, als ich dann wirklich so mit Jesus on fire war und ihn immer mehr auch kannte und mit ihm Begegnungen hatte. Das war schon so, dass ich ihn immer mehr gehört hatte und es kam sogar eine Zeit, da hatte ich Gott echt krass prophetisch erlebt, also wirklich. Wir hatten so Kreise gemacht, ich war so ein Youth College früher und da haben wir so auf Gottes Stimme gehört und das kam immer direkt. Das war richtig krass und das war wirklich, das kam und ich konnte schreiben und ich habe... Wie kam es? Das ist eine gute Frage. Also oftmals Bilder, wirklich lebhafte Bilder und dann Gedanken dazu, aber das kam so viel schneller, als dass ich selber mir das überhaupt vorstellen konnte oder überlegen konnte oder wissen konnte, weil das hat meistens wirklich direkt in das Leben von dieser Person reingesprochen und ich kannte die Person nicht mal. Also es war echt so, dass ich dann diese Person, ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich weiß noch, ich hatte ein Bild von einem Wollknäuel und diesen Knoten und konnte dazu irgendwie plötzlich ganz viele Gedanken aufschreiben und dann habe ich das dieser Person weitergegeben und die hat gesagt, genau so exakt fühlt sie sich und ich kannte diese Person nicht zuvor und genau mit diesen Dingen struggled sie und das war so viel Alignment in all dem, was ich gehört habe und dann weitergegeben habe und was dann als Feedback zurückkam und dann plötzlich war Stille. Plötzlich hatte ich diese Bilder nicht mehr, diese krassen Gedanken, die schneller kamen als meine eigenen, weil ich glaube, das ist oft genau ein großer Indiz, dass wenn die Gedanken schneller als deine eigenen kommen, dann ist es für mich etwas Übernatürliches, weil wie kannst du schneller als du selbst denken? Das geht irgendwie einfach nicht mehr auf. Ne? Und das auch prophetisch ist. Ja. Das ist schon krass, dass Ja, du Dinge das ist dann noch- siehst und hörst. Genau, dass es danach noch passt mit dem Leben von dieser Person. Und plötzlich kam das nicht mehr. Und es war echt komisch, weil mich auch viele so kannten dann mittlerweile. Die waren so, ja, wenn die Celine auf Gott hört, dann kommt das da direkt raus. Und dann kam das plötzlich nicht mehr. Und ich war so, Gott, was läuft? Was habe ich Wie alt falsch warst gemacht? du da? Ich glaube, ich war um die 16 16. Jahre, als ich da so eine Break hatte, 17 vielleicht. Und es plötzlich gar nicht mehr ging. Und ich plötzlich Gottes Stimme nicht mehr gehört hatte. Und was war dann, also ist das bis heute so?
Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Also Halleluja. Halleluja, praise the Lord. Ich habe mich plötzlich selbst dann auf den Weg gemacht. Also zu Beginn, ich glaube, das kennt jeder, diese Frustration von, weshalb sprichst du nicht mit mir, weshalb willst du nicht mehr sprechen, was habe ich falsch gemacht, du hinterfragst alles. War das vorhin überhaupt richtig, dass ich Gott gehört habe? Habe ich ihn jemals gehört? Das war schon ein Riesenchaos, ein Riesenprozess für mich plötzlich. Und irgendwann hatte ich mal diese grandiose Idee, Gott zu fragen, weshalb ich ihn nicht mehr höre. Ich habe gesagt, Gott, weshalb höre ich dich nicht mehr? Was ist passiert? Und er hat mir geantwortet. Da habe ich ihn das erste Mal eigentlich wieder gehört. Der hat mir plötzlich ein Bild gegeben von ganz vielen Wasserhähnen und wie das Bild, ein Wasserhahn, der eigentlich Wasser rausgeflossen ist und plötzlich wurde der zugedreht. Und Gott hat gesagt, Celine, ich habe dir diesen Hahn zugedreht, weil du hast dich schon fast zu fest darüber identifiziert und du hast schon fast nur noch diesen Weg gekannt mit mir. Aber ich habe noch so viele andere Arten und Weisen, wie ich zu dir sprechen möchte. Dreh mal einen neuen Hahn auf, suche mich mal auf eine neue Art und Weise. Und dann habe ich zum Beispiel plötzlich begonnen, Gott in der Bibel zu suchen. Und das hatte ich zuvor nicht gleich gemacht. Und das hat sehr viel bewirkt in meinem Leben. Wahrscheinlich eine komplett neue Welt. Neue Dimension. Eröffnet. Komplett. Weil Gott spricht in so vielen verschiedenen Arten. Ich habe erst gerade mal ein Buch gelesen, wo es hat ein Kapitel, es steht 24 Arten, wie Gott in der Bibel zu Menschen spricht. Ja. 24. Und ich war dann so, okay, welche sind das? Habe es versucht zu zählen und dann gemerkt, ich komme gar nicht auf 24. Aber Gott kann durch alles, durch jeden und durch so viele Arten sprechen. Hast du gerade vielleicht ein Beispiel, wie nachher Gott auf eine neue Art zu dir gesprochen hat? Also ich glaube, wirklich kurz darauf war es so, dass ich das erste Mal gelernt habe, dass Gott ja irgendwie auch durch die Bibel zu mir sprechen kann. Dass ich beten kann und die Bibel aufschlagen kann und dann kommt vielleicht direkt ein Vers, der wirklich direkt in mein Leben spricht. Oder aber auch, dass ich gezielt ein Kapitel lese und dann Gott frage, was zeigst du mir speziell auf dieses Kapitel jetzt spezifisch? Was möchtest du mir da zeigen? Wo hebst du deinen Finger drauf? Wo zeigst du drauf? Und plötzlich da einfach teilweise auch wirklich so ein klares Gefühl zu kriegen, was möchte mir Gott gerade heute aufzeigen. Und ich glaube auch, ich habe viel eher gelernt, wirklich nicht nur einfach, ja, sprich und dann soll dieser Wasserfall von Gott kommen, sondern aufmerksam durch das Leben zu gehen und zu schauen, wo möchte er überhaupt überall sprechen. Auch im Alltag, da sind mir viel mehr Dinge aufgefallen, die mir zuvor gar nicht mehr aufgefallen sind. Und plötzlich erlebst du Dinge im Alltag und merkst, hey, da ganz im Kleinen drin, beim Putzen spricht er zu mir und will mir was aufzeigen und möchte mir etwas erklären anhand von diesem Bild, von dem Lappen und etwas abwischen und etwas reinigen zum Beispiel. Es gab viel mehr Alltagsbilder, die auch zu mir dann gesprochen haben. Ja. Wow, ist schon spannend. Bei mir war die Geschichte ganz anders. Ich wuchs auch christlich auf, aber für mich war gerade dieses Gottes Stimme hören, war der größte Frustrationspunkt, den es überhaupt geben konnte. Weil wir hatten manchmal auch solche Kreise, wo wir auf Gott hören sollten das zusammen. Kann auch tricky werden, ne? Ja, und dann hatte ich so Celines neben mir, die hatten diese krassen Bilder und Leute begannen zu weinen und hatten so, jetzt sprichst du direkt in mein Leben. Und ich sah die ganze Zeit so einen roten Punkt, der irgendwie herumhüpft und wusste nicht, was damit machen. Oder ich habe über Fußball nachgedacht in dieser Zeit. Und dann, als ich dran kam als ich teilen sollte, was ich gehört oder gesehen habe, habe ich dann irgendwie, ich sehe einen Baum, habe irgendetwas erfunden. Du hast das erfunden? Ich habe es erfunden, ja. Wow, ich bin nicht stolz drauf. Ja. Aber es kam aus dieser Verzweiflung, weil alle konnten Gott hören, außer ich. Ja. Und ich kam zu zwei verschiedenen Schlüssen. Entweder gibt es Gott nicht und alle anderen sind irgendwie auf Drogen. Schwierig. Oder Gott will nichts mit mir zu tun haben. Krass. Und will nicht mit mir sprechen. Ja. Oder ich bin zu schlecht für ihn, dass er irgendetwas mit mir zu tun haben will. Und wie bist du dann aus dem rausgekommen oder wie hat sich das dann verändert? Ich weiß nicht, wir hatten so ein Jugendcamp in Italien, in der Toskana. Und dann hatten wir in unserer kleinen Gruppe auch so einen Moment, wo wir auf Gott hören sollten. Ich hatte wieder genau das gleiche Erlebnis. Ich sah nur diesen roten Punkt. Und ich war so frustriert und ich ging so dann danach wirklich so ein bisschen in so einen Pinienwald, diese Pinienbäume, und saß da auf dem Boden und hab Gott wirklich mal mein Herz ausgeschüttet, dass meine größte Sehnsucht ist, ihn zu hören, aber ich höre ihn nicht. Und wenn er wirklich real ist, dann muss er sich mir zeigen. Und ich weiß noch, dann habe ich da meine Augen aufgemacht, saß da auf dem Boden. Ich habe vielleicht ein bisschen geweint, würde ich heute sagen. Vielleicht auch nicht. Some tears. Nein, ich habe stark geweint. Oh. Und ich habe meine Augen aufgemacht und ich sah da vor mir so zwei Blumen. Und die eine Blume war, und das ist schon speziell, weil ich bin jetzt nicht so der Pflanzentyp und ich komme auch nicht wirklich... Keinen grünen Daumen. Nein, gar nicht. Und ich komme auch nicht, alle Pflanzen sterben bei mir zu Hause. Schade. Ja, ist schade.
und habe da meine Augen aufgemacht. Ich sah diese 2 Blumen. Die eine war sehr stark und sehr gesund und die andere war sehr schwach und so ausgetrocknet. Ja. Aber ich war ziemlich sicher, dass es die gleiche Spezies Blume ist. Ja. Kann es nicht mit Sicherheit sagen. Das ist in Ordnung, wir nehmen es, ne? Und ich hatte plötzlich diesen Gedanken auf meinem Herzen, vielleicht hast du das manchmal auch, wie ein Satz, den ich mir selber gar nicht denken könnte. Ja. Und das sagte Gott zu mir: Schau, Tim, wenn du dein Leben mit mir lebst, dann siehst du aus wie diese gesunde, starke Blume. Wenn du aber ohne mich lebst, dann wird dein Leben enden wie diese vertrocknete, ausgedörrte Blume. Und das war für mich so etwas, ich denke nicht über viele Dinge nach, ich denke über Fußball und die Bibel, das ist so etwa das, und Kirche. Aber da sprach Gott zu meinem Herzen und das war für mich so klar, er hat meinen Namen genannt, er kennt mich, er spricht und ich kann ihn hören. Ja. Und ab dann ging ich eigentlich so auf eine Reise, wirklich über die nächsten Jahre bis heute, wo ich lernte, hey, man kann Gottes Stimme hören. Ich habe die Fähigkeit, ihn zu hören. Er will mit mir reden. Und habe so viele Erlebnisse gemacht, wo er zu mir spricht. Und vielleicht kommen wir nachher noch zu einer oder anderen Geschichte auch von dir. Mich würde es mal wundern, was du dazu denkst. Warum ist es überhaupt wichtig, Gottes Stimme zu hören? Weil viele denken sich vielleicht, ja, wieso? Ich kann ja einfach selber. Kannst ja die Bibel lesen und es reicht auch. Genau. Wieso Gottes Stimme hören? Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist schon nochmals ein anderen Zugang, Gottes Wille für sein Leben zu erkennen. Also ich glaube, bei mir, viele Situationen gehen wirklich dann auch genau darum, dass es nicht um meinen Wille und um meinen Weg geht, sondern um Gottes Weg und Gottes Plan für mich. Oder jetzt genau diese Situation. Ich glaube, du hast diese Ermutigung sowas von gebraucht. Und ich glaube, du hättest vielleicht die Bibel aufschlagen können und dir denken können, ja, das ist alles real, aber es lebt nicht gleich, wie wenn da dieser lebendige Gott reinkommt und mit lebendigen Worten so präzis und detailliert ins Leben sprechen kann und man eben genau dann realisiert, dieser Gott kennt mich. Der wusste, du brauchst es jetzt. Der musste dich jetzt auf diese Blumen aufmerksam machen, die du eben selber nicht siehst. Und ich glaube schon, dass Gottes Stimme hören, also ich glaube, es ist ein Riesenprivileg. Das ist ein Riesenprivileg, dass wir über das hören können dürfen. Aber ich glaube, für mich persönlich ist das schon essentiell, weil ich dadurch schon nochmals eine andere Art von Tiefe in die Beziehung mit Gott reinbekomme und wirklich seinen Wille für mein Leben auch anders nochmals ergründen kann. Was würdest du sagen? Hey, für mich ist es ähnlich und glaube ich noch obendrauf wie die Dinge, die Gott zu mir gesprochen hat, die prägen mich bis heute und ich kann mich zu jedem Zeitpunkt darauf zurückbeziehen. Ich habe auch gelernt, wirklich Gottes Stimme zu hören in meinen Entscheidungen, wo ich lebe, wohin ich gehe, wenn ich heirate, in allen Entscheidungen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es schwierig wird, zum Beispiel an einem Ort, beim Job, in einer Beziehung, in deinen Entscheidungen, die du getroffen hast, dann ist das Einzige, was dich wirklich da hält und dich nicht zum Aufgeben bringt, ist, was Gott gesprochen hat. Ich war zum Beispiel für 1,5 Jahre in Australien und Gott hat sehr klar zu mir gesprochen, dass ich nach Australien gehen soll. Auf verschiedene Arten, durch Leute, durch selektive Wahrnehmung, durch alle möglichen Dinge. Und Australien war sehr hart, weil mein Großvater wurde überfahren, mein Vater hatte eine Herzoperation und danach einen Schlaganfall und ich war da und ich wusste, Gott rief mich dahin. Wow. Und das Einzige, was mich wirklich da hielt, dass ich nicht nach Hause ging, war, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass ich da sein soll für diese Zeit. Ja, es gibt eine Klarheit und eine Bestimmtheit. Es gibt eine Klarheit. Und es hilft mir, Nein zu sagen und Ja zu sagen zu gewissen Dingen, weil ich mich darauf berufen kann. Also viele Menschen wünschen sich so sehr, dass sie Sicherheit haben in dem Weg, den sie gehen. Und was wirkliche Sicherheit geben kann, ist, wenn Gott zu dir persönlich spricht, wo du sein sollst, wohin du gehen sollst, wo du abbiegen sollst. Das ist das Einzige, was wirklich hält, wenn es wirklich hart, wenn der Sturm kommt und am Haus rüttelt. Ja, ich glaube, es ist das Einzige, was wirklich echte, lebendige Vision geben kann. Ja. Das, was dich antreiben kann. Ja, absolut. So. Ich möchte mit dir über das sprechen. Warum? Viele Leute sitzen jetzt da und denken sich, ja, okay, ich höre Gott nicht. Und ich sage, Gott spricht. Gibt es jetzt, das ist natürlich ein bisschen ein echtes Thema, aber warum kann es sein, dass du Gottes Stimme nicht hörst? Gibt es sozusagen Konditionen, um Gottes Stimme zu hören? Also ich glaube, ich erlebe das immer wieder und ich glaube auch, was mir noch wichtig ist,
Ich glaube, manchmal, wenn wir sagen, wir hören Gottes Stimme, dann eben denkt man sich so, das geht so in einer Sekunde. Und ich glaube, das ist meistens auch wirklich ein Prozess. Oder gerade bei mir ist es oftmals ein Prozess. Und ich glaube, dass es wie manchmal auch Hindernisse für diesen Prozess gibt. Also oftmals, wenn ich Gott nicht höre, meine erste Reaktion ist immer, ich frage Gott. Ich sage, Gott, was steht zwischen dir und mir, dass ich dich nicht höre? Was steht zwischen uns? Und ich glaube, manchmal ist es wirklich Sünde, die dazwischen stehen kann, die eine gewisse Distanz kreiert zwischen mir und Gott. Und da muss ich zuerst aufräumen. Da muss das zuerst aufgeräumt werden und da muss wieder Platz geschaffen werden, dass ich wieder zu meinem Jesus hingehen kann und hinlaufen kann. Und ich glaube, es ist nicht, dass Gott sagt, hey, ich will mit dir nicht sprechen. Ich glaube, manchmal spricht er sogar genau dann und sagt, hey, räum auf. Also ich glaube sogar, es schließt es nicht aus, aber es könnte ein Grund sein, dass es schwieriger ist, mit Gott zu connecten und ihn zu hören. Und ich glaube auch wirklich, dass es schon auch schwierig ist, teilweise, wenn wir einfach kommen und so das Fast-Food-Prinzip, sage ich immer, haben. Okay, also ich glaube, manchmal sind wir schon sehr, sehr, sehr selbstzentriert. Also ich glaube, eigentlich sollten wir uns doch zuerst mal überlegen, weshalb wollen wir Gottes Stimme hören? Und wenn man das sich mal ganz genau fragt, ganz ehrlich hinschaut, dann ist es meistens einfach, weil es für einen selbst ist. Also meistens, wenn ich Gottes Stimme hören will, ist es, weil ich eine Gebetserhörung brauche, weil ich eben eine Wegweisung brauche, weil ich eine Vision kriegen möchte, weil ich brauche was für mein Leben. Und wie oft höre ich überhaupt schon mal auf Gottes Stimme für ihn oder für was er möchte, eben was er mit meinem Leben tun möchte. Und ich glaube, da sind wir einfach manchmal auch ein bisschen... Ich glaube, manchmal wollen wir was Bestimmtes hören, aber Gott möchte vielleicht was ganz anderes sprechen und dann hören wir nur für das, was wir hören wollen und gar nicht für das gesamte Paket, was vielleicht er bereit hätte. Ja. Und ich glaube, dann ist es halt schwierig reinzusprechen teilweise. Also ich glaube, das sind so einige Gründe, die ich schon selbst persönlich kenne. Absolut. Die hindern. Und es ist wichtig, also du sagst hier einfach nicht, einfach deine Meinung. Also es sagt zum Beispiel in der Bibel, eine Kondition, um Gottes Stimme zu hören, ist, wie du gesagt hast, ein reines Herz. Ja, genau. Es sagt in Psalm 66, 18, hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Also das, was du gesagt hast, dieses Prinzip vom zuerst mal hinschauen, ja, genau. Steht da etwas zwischen mir und dir? Wir nehmen jetzt dieses Wort in den Mund, Sünde, etwas, wo du genau weißt, du handelst gegen Gott. Wenn du das nicht bereinigst, dann kann es gut sein, dass du Gottes Stimme nicht wahrnimmst und nicht hören kannst oder dass Gott auch nicht spricht. Sagt die Bibel auch. Ja. Ein anderer Grund, warum du Gottes Stimme nicht hörst, könnte fehlende Demut sein. Ja. Einer der Hauptgründe, warum du Gott nicht hörst, ist dein Stolz. Wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören und von ihm Führung zu bekommen, das geht nicht ohne Demut. Wir haben zum Beispiel im Psalm 25,9 steht, Gott zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Oder im Zephania 1,6 sagt es, die vom Herrn abgefallen sind, anstatt ihn zu suchen und nach dem Herrn zu fragen, werde ich ebenfalls vernichten. Ja. Also krasser Satz. Ja. Aber also Gott widersteht dem Stolzen, aber er erhöht den Demütigen. Also Demut ist die absolut wichtigste Eigenschaft. Ja. Ich glaube, das ist ja auch, also weil mit Gott ist es ja immer wie in einer Beziehung. Ich glaube, das ist ja schon auch dasselbe, wenn wir jetzt eine Freundschaft haben. Ich glaube, du willst mir auch nicht was Tiefgehendes erzählen, wenn ich dir mega komisch komme und stolz komme und überheblich, dann denkst du dir auch so, ja gut, dann sage ich auch mal besser nicht. Also ich glaube, manchmal muss man sich das auch gar nicht so verkopft vorstellen, sondern ich glaube, es ist ein ganz simples Prinzip. Lass uns Beziehung mit diesem Gott leben, ihn kennen und dadurch seine Stimme hören. Und wenn du dann halt so stolz kommst, dann finde ich das eigentlich sogar noch verständlich, dass dann Gott vielleicht manchmal auch einfach gar nichts sagt. Ne? Absolut. Also wir haben eine Kondition. Du brauchst Demut. Ja. Du brauchst ein reines Herz. Ich glaube auch, dass es Glauben braucht. Es braucht Glauben. Ich glaube wirklich auch. Ich glaube, das Fieseste sind Unglaube, Zweifel und Misstrauen. Und diese 3 Komponenten, ich glaube, die können uns teilweise echt in eine Spirale ziehen. Gerade wenn man diese längere Durststrecke vielleicht hat von einer Phase, wo man Gott echt nicht hört. Ich hatte da diese längere Phase von Gott, ich höre dich nicht mehr und nicht mehr auf diese krasse Art und Weise. Aber ich glaube trotzdem,
habe ich meinen Glauben ja nicht aufgegeben. Und ich habe gesagt, Gott, weshalb höre ich dich nicht? Ich will doch hören und ich glaube, ich kann dich immer noch hören, auch wenn ich dich ein halbes Jahr nicht gehört habe. Und ich glaube nur, dass sich in diesem Thema was verändert hat, weil ich geglaubt habe. Ich glaube, wenn ich dann nicht geglaubt hätte und einfach aufgegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich heute noch so, dass ich mich fragen würde, weshalb dass er nicht spricht. Das ist absolut richtig. Du brauchst den Glauben, dass du die Fähigkeit hast, Ja. Gott zu hören. Jeder Mensch hat die. Ja. Und dass auch Gott zu dir sprechen will. Ja. Und ihn darin ja dann auch zu suchen, vielleicht mal mutig zu suchen und sagen, ich glaube jetzt, dass ich die in diesen Montag reinstarte und du sogar in meinem normalen Alltag zu mir sprechen kannst. Absolut. Ja. Und wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, du hast auch schon gesagt, dass eigentlich dieser Glaube hängt auch fest damit zusammen, wie wir Gott sehen. Ja. Also zum Beispiel, ich habe hier ein Beispiel. Wir glauben, dass Gott allwissend ist. Das heißt, er hat alle Antworten. Das ist Glaube. Wir wissen, dass Gott grenzenlose Macht hat. Das heißt, er hat die Fähigkeit, in jeder Sprache zu sprechen. Yes. Also auch im Schweizerdeutsch. Ja. Sogar im Schweizerdeutschen. Alle Dialekte. Im Aargauer Deutsch. Sogar. Das okay, das müssen wir nicht. sorry. Oder zum Beispiel auch, Gott ist ausgestattet mit unendlicher Weisheit. Ja. Das heißt, er weiß, wie und wann er kommunizieren muss. Ja. Er kommt immer zur richtigen Zeit. Du sagst, er kommt immer spät. Er kommt aber nie zu spätestens spät. rechtzeitig. Er kommt Spätestens rechtzeitig. Also, das muss ich schon sagen. Ich erlebe es sehr oft so, dass Gott sich ganz viel Zeit lässt bei mir, wenn ich ihn frage. Und Absolut. wenn ich davon spreche, dass Gott zu mir spricht, dann kann das auch bedeuten, dass ich 1,5 Jahre dafür gebetet habe und dann erst die Antwort gekriegt habe. Krass, war das so? Ja, ich hatte jetzt gerade vor kurzem so ein Erlebnis, eben genau, wo ich wusste, ich möchte Gottes Stimme wirklich hören, weil ich wie 2 Wege hatte, wie meine Zukunft weitergehen konnte. Und ich wusste bei beides wird Gott erfüllt sein, beides ist nicht falsch, an beiden Orten kann mich Gott gebrauchen. Aber ich will wirklich ganz exakt wissen, wo genau willst du mich, Gott? Weil ich kann jetzt nach links oder rechts abbiegen und ich weiß, ich kann an beiden Orten meinen Jesus reinbringen und mein Jesus kommt so oder so mit mir mit. Aber wo möchtest du, Jesus, dass ich hingehe? Und das war ein Fight von 1,5 Jahren und mir hat Gott das über 1,5 Jahre nicht offenbart. Ich bin einfach meine kleinen Baby-Steps gegangen. Ich habe einfach immer das vor meinen Füßen genommen, was er mir gegeben hat nach dem Studium, diese Jobs, die einfach Gott mir hingelegt hat und darüber gebetet und ich habe da kleine Ja's bekommen von Gott. Ich sage jetzt kleine Ja's, das waren schon große Ja's. Das waren echt schon krasse Erlebnisse. Also da hat Gott wirklich auch Menschen geschickt. Ich habe einmal bei einem Jobinterview bin ich rausgelaufen, habe denen Nein gesagt, habe gesagt, ich werde da nicht arbeiten und habe Gott gesagt beim Rauslaufen, wenn du wirklich willst, dass ich hier arbeite, dann schick mir jemanden, der mir noch nachrennen soll. Ich habe das aus Joke gesagt und 1,5 Monate später kommt jemand nochmals auf mich zu und spricht mich an und hat gesagt, hey, ich habe echt das Gefühl, du solltest bei uns kommen und hat mir Gründe genannt, die neu waren, die anders waren und ich habe während dem ganzen Gespräch diskutiert und eigentlich noch immer auf der ablehnenden Seite. Und dann laufe ich aus diesem Gespräch raus und Gott sagt zu mir, hast du nicht zu mir gesagt beim letzten Nein, wenn ich möchte, dass es ein Ja wird, dann soll ich dir jemanden schicken. Was soll ich noch mehr tun, als dir diese Person zu schicken? Und da hatte ich Hühnerhaut. Und da wusste ich, okay, das muss ich jetzt einfach mal machen, diesen Vertrauensschritt. Ich beginne jetzt hier mal. Aber es war noch nicht das definitive Ja, das große Ja. Und für das große Ja habe ich 1,5 Jahre gekämpft und habe das dann gekriegt. Du hast 1,5 Jahre gewartet. Ja. Das ist gerade die nächste Kondition, Gottes Stimme zu hören. Also wir haben ein reines Herz, Ja. wir haben Glaube und wir haben Demut. Eine weitere Kondition ist die Geduld. Fähigkeit zu warten. Ja, Geduld. Geduld. Dran das ist genau zu bleiben. Das, ja. Eben, ich finde, diese Geduld spielt so krass mit dem Glauben zusammen. Weil wenn du geduldig glaubst, dann kommt er, glaube ich. Und wenn du diesen Glauben aufgibst oder ungeduldig wirst, dann gibst du deinen Glauben eben auf. Ich glaube, das spielt so krass zusammen für mich. Also wir können uns auch diese Frage stellen, wie viel Zeit nehmen wir uns, um Gott ernsthaft zuzuhören? Ja. Und zwar nicht nur, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, Ja. die wir haben, sondern auf alles, was er uns sagen möchte. Ich hatte dieses, ich weiß nicht, ob dir Nicky Gamble etwas sagt. Nicky Ja, Gamble ist natürlich. der Gründer von Alpha Life Kurs und hat eigentlich einen Kommentar auch zur Bibel geschrieben und ein unglaublicher Glaubensheld für mich auch. Und er hat dieses Beispiel gebracht, wer von uns geht zum Arzt und sagt, mir tut der Fuß weh, mir tut das Auge ist entzündet, meine Haare fallen aus und mein Ellbogen ist irgendwie auch nicht gut. Und wenn der Doktor dann sagt, lass mich dir sagen, und wir sagen, sorry, ich muss weiter. Ich muss weiter, ich habe einen Termin. Ja. Und viele von uns machen genau das. Wir schütten alles, was uns wehtut und so vor Gott aus, aber wir nehmen uns keine Zeit, um ihm zuzuhören. Wir würden das beim Doktor nicht machen. Nein. Also darum sollten wir das bei
bei Gott auch nicht mache. Ich habe hier einen Bible-Vers. Psalm 27, 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Klagelieder 3, 25. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Und Psalm 106, 13 sagt es so: Doch wie rasch vergessen sie wieder, was er getan hatte und warteten nicht auf seinen Rat. Ja. Also wir müssen bereit sein zu warten. Definitiv. Und ich glaube eben auch sogar dieses Prinzip von nicht nur mit unseren Anliegen kommen und, weil ich glaube, dann kommst du mit so einer eingeschränkten Vision von, das strecke ich dir hin, Gott, und da kannst du mit reinmischen. Aber wo darf er sonst noch mit reinmischen? Und ich glaube wirklich da mit einem offenen Herzen kommen und manchmal auch zu kommen, ohne die eigene Anliege direkt zu platzieren, sondern zuerst mal sagen, Gott, hier bin ich, wie der Samuel in der Bibel, sprich zu mir, dein Diener wartet. Das ist so das optimale Bild, das ich dann manchmal habe für mich. Was willst du mir zuerst überhaupt sagen? Was möchtest du mir heute sagen? Manchmal beginne ich echt bewusst meine stille Zeit genauso und ich mache einen Timer 5 Minuten, bin einfach still, setze mich hin und sage, okay Gott, zuerst, bevor ich irgendetwas sage, was willst du zuerst sagen? Und das vergessen wir so oft, ich selbst auch. Ich muss mich immer wieder an der Nase nehmen und erinnern. Celine, zuerst mal, Gott, was willst du mir sagen? Was hast du heute auf dem Herzen? Weil vielleicht hat er noch was viel Krasseres auf dem Herzen, was ich gar nicht sehen könnte, was ich gar nicht wissen konnte. Vielleicht erinnert er mich an eine Freundin von mir, die ich schon längst vergessen hätte, wo er einfach dann wirklich reinsprechen darf und kann, auf eine andere Art und Weise. Das ist eigentlich gerade Punkt 5, Kondition, um Gottes Stimme zu hören. Ein nachgiebiger Wille. Ja. Also, bist du wirklich bereit, wenn du sagst, du willst Gottes Stimme zu hören, bist du bereit auch zu hören, was er sagt? Ja. Also, wenn er dann sagt, du sollst in diese Richtung gehen, bist du auch bereit, in diese Richtung zu gehen? Das ist genau das. Also hat Gott wirklich die Autorität in deinem Leben, die Geschichte deines Lebens zu schreiben? Ja, genau. Gibst du sie ihm wirklich? Das gefährlichste Gebet, das ich jemals gebetet habe, ist: Gott, wenn ich höre, was du willst von mir, ich werde es tun. Dann spricht er schon. Ja. Aber wo ist dein Herz? Also bist du bereit dann, okay, wenn er sagt, geh zum Ende der Erde, zu einem afrikanischen Stamm, würdest du es tun? Ja. Und wenn du das nicht bejahen kannst, dann setzt du Gott immer Grenzen, was er tun darf und was nicht. Oder wo er dich reinsprechen kann. Ja. Und das wird immer begrenzt sein. Ich denke wirklich, dass erst wenn dass die Führung von Gott entspricht dem Ausmaß unserer Bereitschaft, auch seinen Willen zu tun. Also wenn wir wirklich bereit sind, seinen Willen zu tun, dann wird er auch uns führen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er ja ein guter Gott ist, der, wenn du ihm sein Herz hinstreckst, der sagt nicht, wow, danke schön. Und dann, wie geht's weiter? Sondern ich glaube, er kommt wirklich, und ich glaube aber auch echt, dass wir darin auch lernen dürfen, ihn auf verschiedene Arten zu hören. Ich glaube schon, dass wir Gott auch echt oftmals nicht hören, weil wir ihn in so ein krasses Raster reinstecken, wie er jetzt gerade zu uns sprechen müsste. Und eben manchmal auch die Augen und Ohren nicht offen haben. Also ich bete auch echt oft, Gott, lass mich durch deine Augen sehen, lass mich hören, wie du hörst, lass mich das sehen, was du mir zeigen willst, weil ich weiß, manchmal würde ich es selbst gar nicht sehen, ich würde es übersehen, ich würde es nicht bemerken. Ja, eine gute Übung ist natürlich auch, mal in der Bibel zu lesen und zu schauen, wie spricht Gott. Ja. Welche Arten benutzt er? Ich weiß noch zum Beispiel einmal, als ich auch in Australien war, wir waren in einer Klasse und wir mussten uns dann für 3 Monate eigentlich aufteilen, um in die Mission zu gehen, in die Philippinen. Und wir machten 2 Teams aus unserer Klasse und die Leiter gaben uns die Aufgabe sie sagten, dieser Leiter geht dahin und du musst darüber beten, mit welchem Leiter du mitgehen solltest. Und ich weiß noch, das fiel mir so schwer, weil ich hatte beide gerne. Und ich wusste nicht, was machen. Also fragte ich Gott, okay, wie entscheide ich das? Ja. Und Gott führte mich zu dieser Stelle in der Apostelgeschichte, wo es gibt ja 12 Jünger Jesu und der eine stirbt ja, Judas, nimmt sich das Leben. Und sie müssen einen neuen 12. Apostel bestimmen. Und wie machen sie das? Durchs Los. Sie lösen. Sie losen. Ja, bei Jona ja auch übrigens. Bei Jona? Ja. Das weiß ich. Wer vom Boot geworfen wird. Sie losen, ja. Um Gottes Stimme zu hören. Genau. Und Gott braucht das. Ja. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe gelost und der Name fiel auf die Person, die ich eigentlich nicht wählen wollte. Ich wollte zu der anderen Person, aber war dann gehorsam. Und das Spannende war, dass alle unserer Klasse, 13, 14 Leute, hatten die gleiche Person gehört. Und wir gingen dann nicht als 2 Gruppen, sondern zusammen, weil alle den gleichen Leiter gehört haben. Niemand hat miteinander gesprochen. Krass. Also Gott
Arbeite zum Beispiel durch Lose. Ja. Das kann helfen. Es kann auch Hast du andere? Ich hatte eine Zeit, da hatte ich easydecisionmaker.com und dann gebetet und dann gedrückt. Nein, wir löschen das nachher. Ich muss mich jetzt noch gerade ein bisschen exposen hier. Also man kann es auch wirklich übertreiben mit dem Losen, sag ich nur. Ja, das kann man, absolut. Gerade wenn man eine indecisive Person ist, dann muss man aufpassen. Genau, nicht die Verantwortung abschieben. Das war für mich so neu, dass es diese Art gibt. Es gibt noch so viele weitere. Hast du gerade noch, wie kann Gott schon sprechen? Also wie hat er schon zu dir gesprochen? Also ich glaube, es gibt wirklich ganz viele Arten und Weisen. Ich glaube, es gibt wirklich, also ich habe echt Gott beim Putzen schon oft erlebt. Ich habe teilweise, ich bin manchmal echt auch herausfordernd. Ich hatte eine mega krasse, schwierige Situation, als ich in den USA war und mein Visum ist abgelaufen, aber ich war auch in der Bibelschule und es war ein Riesendrama, wie wir das verlängern konnten und dann war so die Frage, gehe ich nach Kanada, nach Mexiko oder nach Hause oder wie machen wir das? Und ich hatte echt keinen Frieden mehr und ich habe da Gott wirklich gesagt, ich bin putzen gegangen und ich habe Gott gesagt, ich höre erst auf putzen, wenn du mit mir sprichst. Und ich habe tatsächlich wirklich 3 Stunden lang geputzt, bis am Ende Gott zu mir gesprochen hat. Aber eben genau auch hier wieder, oder? Ich bin dran geblieben. Ich habe gesagt, okay, und ich höre nicht auf putzen, bis du zu mir sprichst, Gott. Bis du mir wirklich diesen Frieden gibst, diese Weisheit, diese Klarheit. Deshalb, ich glaube wirklich, das kann Putzen sein, das kann durch Menschen sein, dass wirklich Menschen für dich einen Eindruck haben oder dir etwas zusprechen. Vielmals oder oftmals sind es Blitzgedanken, die schneller sind als meine eigenen Gedanken. Ich weiß einfach, jetzt muss ich das machen. Jetzt muss ich das tun und dann bestätigt sich halt etwas, das ich hätte es nicht selbst sehen kommen können zum Beispiel. Oder dann wirklich einfach auch die Bibel tatsächlich mit aufschlagen oder auch Worship-Songs. Manchmal dann bete ich und dann stelle ich da auf Play und schaue gar nicht, was da kommt und dann singt er diese 3 Zeilen und die passen direkt in mein Leben und absolut. Ich glaube, da dürfen wir auch manchmal nicht so klein denken und sagen, ja, das ist jetzt einfach die Playlist und das ist jetzt einfach guter Worship. Nee, Gott kann durch Worship zu dir sprechen. Nee, Gott kann durch eine Bibelstelle zu dir sprechen. Gott kann dir eine Blume vor dich hinlegen und durch dich sprechen. Also ich glaube, gerade die Natur, da hat Gott schon so oft zu mir gesprochen. Ja, und also zum Beispiel etwas, das bei mir immer was immer wieder vorkommt, ist, dass Gott durch die selektive Wahrnehmung spricht, dass etwas immer wieder kommt. Ja. Weil manchmal höre ich Gott nicht beim ersten Mal. Ja. Oder ich bin zu abgelenkt oder ich bin zu fest in meinen Gedanken. Aber dann, Gott ist so gnädig. Er ist so gnädig und so gütig, dass er es immer wieder wiederholt. Zum Beispiel jetzt gerade, ich predige in, glaube ich, 2-3 Wochen. Und ich hatte den Eindruck, dass ich über etwas predigen soll, das überhaupt irgendwie keinen Sinn macht. Und dann habe ich es einfach auf die Seite geschoben. Und diese Stelle oder die Person, über die ich predigen will, Jakob, kommt überall jetzt vor. Überall, in meiner stillen Zeit am Morgen. Meine Mutter hat einfach plötzlich über Jakob gesprochen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und das ist wie für mich so, okay, Bestätigung. Gott ist so, obwohl ich so abgelenkt bin in dieser... Er betont etwas, er hebt etwas raus. Immer wieder, es kommt immer wieder vor. Und das habe ich schon so viel erlebt. Also selektive Wahrnehmung. Und vielleicht noch etwas, das ist ein bisschen zu dem von vorhin, ein Grund noch, warum du vielleicht Gott nicht hörst, ist, weil du ihm zu viele Fragen stellst. Also gerade wenn es um Fragen geht, um Richtung, was ich schon viel erlebt habe, ist, dass ich Gott so viele Fragen stelle, dass ich gar nicht mehr weiß, auf was er antworten sollte. Ja. Und was mir schon geholfen hat, ist, meine Fragen mal runterzubrechen und zu sagen, okay Gott, das ist eigentlich das, was mein Herz jetzt gerade bewegt. Ja oder nein? Oder zum Beispiel jetzt bei dieser Stelle mit Jakob, habe ich Gott gefragt, soll ich diese Stelle predigen? Und dann einfach gewartet und dann kam es, sag überall, hörte ich Jakob. Jakob. Soll ich auch mit Jakob bringen heute? Es ist wirklich, also, dass wir so viele Fragen stellen, aber gar nicht mal einfach runterbrechen auf eine Frage. Weil das ist ja wie wenn ich dir 20 verschiedene Fragen stelle, weißt du gar nicht mehr, auf was du antworten sollst, oder? Ja. Vielleicht ging es dir jetzt so in diesem Podcast. Nein, ich fand's easy. Aber ich glaube das schon, dass Gott wirklich gezielt auch antworten möchte. Ich glaube, natürlich können wir Gott nicht überfordern. Aber was ich auch glaube, manchmal verpassen wir, dass er schon gesprochen hat, weil wir gar nicht mehr wussten, was wir gefragt haben. Ich glaube, das ist auch ein Tipp. Schreib dir mal deine Fragen, deine Anliegen auf, wo du Gott erleben möchtest. Absolut. Und dann mach mal später einen Rückblick, wo eigentlich überall wahrscheinlich so eine Antwort gekommen ist. Und manchmal merken wir es gar nicht mehr, dass er etwas beantwortet hat, weil wir es uns vielleicht nicht aufgeschrieben haben. Und
Ich hatte das mal mit einer Fastenzeit, dass ich da so gebetet habe und gewartet habe und nichts kam. Und ich hatte zum Glück all diese Punkte, worüber ich gebetet habe, in meiner Fastenzeit aufgezeichnet. Und dann hatte ich Monate später das wieder angeschaut und gesehen, überall hatte ich eine Klarheit gekriegt. Ich hatte nicht in diesem Fastenmonat selbst, wo ich es erwartet hätte. Ich habe also gehofft, so dieser Fastenmonat fancy, da kommt Gott rein, Vision, bam, bam. Und es ist halt nichts passiert, gar nichts. Und dann habe ich ein halbes Jahr später aber drauf zurückgeschaut. Und jeder einzelne Punkt hat sich erfüllt oder hat Gott was gesprochen. Aber nur, weil du es aufgeschrieben hast? Nur, weil ich es aufgeschrieben habe. Ich hätte es gesehen? nicht mehr gewusst. Keine Chance. Und ich schaue es jetzt noch an, teilweise. Ja. Ich schaue es jetzt noch an. Für die kein Paper Waste machen wollen, ihr könnt das auch einfach auf eure Notizen ganz einfach in euer Handy reintragen. Laptop. Macht das. Ja. Und dann nehmt euch auch immer wieder mal Zeit, um zurückzublicken. Ja, ist mega, mega. Gott spricht auch durch Netflix. Wirklich, ich habe schon erlebt. Ich habe schon erlebt, wie Gott durch die Hütte sprach, den Film. Ja. Die Hütte oder durch Frozen. Hat er auch schon. wirklich, ohne Spaß. Hat er deine Eiskälte durchbrochen? Ja, er hat sie wirklich durchbrochen. Also er hat wirklich durch einen Song in diesem Film, hat er in den Moment hineingesprochen. Krass. Und es fiel mir auf im Film. Ja. Und also das ist wirklich, steckt Gott nicht in eine Box. Nein. Das ist, was du angefangen hast heute zu sagen am Anfang. Gott dreht manchmal die Wasserhähne zu, um deine Welt zu öffnen. Ja, andere neue aufzudrehen. Und Absolut. ich glaube, oft spricht er über random things. Also ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Da war ich so dankbar. Ein Pastor von mir hat mal erzählt, dass er so einen komischen Eindruck hatte und der trotzdem weitergegeben hat. Und der war krass. Und ich weiß noch, einer meiner ersten Eindrücke war auch so richtig komisch. Und ich hatte echt Schiss und ich habe es trotzdem gemacht. Und es war einer der krassesten, der richtig krass dann getroffen hat. Und ich glaube, manchmal fordern wir ja selber Gott so raus, sag doch einer Person, er soll ein Bild mit einem gelben Bleistift haben und mir das bringen. Und diese Person denkt sich so, was soll das? Und ich habe danach gefragt, oder? Und ich glaube, da darf man Gott echt nicht in eine Box stecken, oder? Also, absolut. Ja. Absolut. Auch PowerPoint hat auch schon gesprochen. PowerPoint ist echt auch cool. Also Side Note. Genau, anyways. Vielleicht noch ein Gedanke zu. Wie weißt du, ob es Gott war? Liebe Freunde, die Antwort wird euch nicht gefallen, was wir jetzt sagen, aber meistens weißt du es erst im Nachhinein. Also wenn du das Gefühl hast, Gott spricht zu dir, tu es. Und im Tun wirst du sehen, ob es Gott war oder nicht. Ja. Also ich sage mir so oder so immer, wenn es was ermutigend und was Positives ist, dann mach's so oder so, weil das kann niemandem und nichts schaden. Und wir können auch selber noch prüfen. Also ich sage immer, wenn ich jemandem einen Eindruck weitergebe, prüf selbst nochmals. Dann bist du safe. Ja. Wenn es der Bibel grundsätzlich widerspricht, was du hörst, dann don't wird do es it. nicht. Genau. Don't do it. Don't go there. Celine, was wäre dein letzter Gedanke für die Zuhörer? Ich glaube wirklich, das Allerwichtigste ist, oder das erlebe ich gerade jetzt selber wieder, ist am Ende des Tages zuerst die Beziehung mit Gott zu suchen. Weil ich glaube, wenn du diesen Gott kennst, das kommt ja auch im Johannes, kommt immer wieder in der Bibel vor, diese Stelle, wo da Jesus unser Hirte ist und es geht darum, dass wir als Schafe ihm nachfolgen, weil wir seine Stimme kennen. Und nur deshalb folgen wir ihm nach. Und die seine Stimme nicht kennen, die folgen ihm nicht nach oder folgen den Falschen. Oder eben auch einem Fremden folgst du nicht nach. Ne? Und ich glaube, genau das ist der Punkt, lass uns diese Stimme Gottes kennen. Lass uns ihn kennen. Wenn du ihn kennst, dann kannst du auch viel eher einschätzen, war das meine oder seine Stimme? Sind das seine Gedanken? Ist das wirklich Gottes Wille für mein Leben? Ich glaube, wenn wir Gott kennen und es echt was ganz Komisches wird und du ein unwohles Gefühl dabei kriegst und es echt so was ganz Schlimmes ist, dann kannst du das ja nur schon einordnen und sagen, das ist nicht von Gott. Stopp. Weil Gott, ich kenne den aus der Bibel, ich weiß, wie der tickt, ich weiß, wie der ist. Und ich glaube echt, dass wenn wir diesen Gott kennen und diese Beziehung leben, und damit meine ich nicht nur eben, ich komme, hallo Jesus, das sind meine Anliegen, tschüss, sondern eben dann auch wieder das hören und sagen, Jesus, ich setze mich mit dir an diesen Tisch. Das habe ich letztens gemacht. Ich war letztens alleine im Restaurant, habe mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, ich gehe mit dir heute Mittagessen. Ich lege mein Handy auf die Seite. Ist richtig awkward. Die Menschen denken sich, was macht diese hier alleine? Aber ich komme mit dir Mittagessen und ich esse einen Mittag lang einfach nur und warte drauf, dass du was sprichst. Ich sag mal einen Mittag lang nichts. Ich sag nichts und ich bringe auch meine Anliegen nicht, sondern ich höre einfach mal, was du sagen möchtest. Und ich glaube, wenn wir Beziehung leben, dann kann ich dir eigentlich garantieren, wenn du Beziehung lebst, dass dieser Gott früher oder später mit dir sprechen wird. Es braucht Geduld, manchmal 1,5 Jahren. Ziehst durch, hab diesen Glauben. Und wenn du diesen Gott besser kennenlernst und diese Beziehung wirklich pflegst, dann bin ich sicher, dass er zu dir sprechen möchte. Wow. Ja, ich möchte dir einfach noch dich ermutigen, wenn du jemand bist, der so ein bisschen kritisch gegenüber dem steht, ob Gott dich wirklich leiten will
und leiten wird. Ich habe hier noch 3 Verse für dich. Psalm 32,8. Da sagt Gott: Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Ist auch die Tageslosung von heute. Dann Psalm 48,15. Denn so ist Gott, er ist unser Gott für immer und ewig. Er wird uns alle Zeit führen und uns begleiten bis zum Tod. Und als letztes noch Jesaja 30,21. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen, das ist der richtige Weg, den geh. Gott möchte dich leiten, er möchte dich führen. Wir hoffen, dieser Podcast hat ein bisschen deinen Horizont erweitert, wie Gott sprechen kann und dich ermutigt, dass Gott sprechen will zu dir. Und wir freuen uns auf alle Geschichten, die geschrieben werden in deinem Leben mit Jesus zusammen. Yes, mega. Tschüss zusammen. Tschüss. Total. Sunday night on air.